Wo ich am meisten struggle, ist schon das ständige Optimieren. Hast du gestern auch wieder hast du gestern auch gesagt: „Halt, stopp!“ Ja. Ja, aber es ist auch nicht so ich finde es auch, ehrlich gesagt, noch schwierig, weil einerseits sage ich mir: „Du, schau, es steht alles, ich kann es jetzt einfach mal so gut mal laufen lassen.“ Und andererseits habe ich halt, die Rückmeldung von den Videos und alles oder jetzt auch vom Live, dass nicht wirklich Publikum rum ist und das macht es dann halt dann wieder so einerseits sage ich: „Ja, okay, das soll man auch mal laufen, das muss mal anlaufen.“ Andererseits denke ich dann halt so: „Ja, was kann ich alles noch machen, damit es besser anläuft?“ Und da stehe ich mir ein bisschen am meisten da steht mir eigentlich am meisten im Weg. Und ich bin irgendwo sogar überzeugt, wenn ich das schaffe, einfach sein zu lassen und nicht immer wieder müssen nachdenken, dann wäre ich nämlich auch im State, ja, in dem State, als wäre alles gut und so sage ich ja immer wieder irgendwie: „Ja, es passt noch nicht, es passt noch nicht“, aber es ist irgendwie einfacher gesagt wie gemacht, noch, teils Orte und ja, ja. Aha, dass ich halt im State bin so wenn ich ja immer wieder also im State, wo dass es bereits läuft, wenn ich ja so die ganze Zeit mich hinterfrage, dann sage ich ja auch, dass irgendetwas noch nicht gut ist und, dann eben Godard sagt, dass du eigentlich im Endstate bist, so wie würdest du sein, wenn bereits alles gut ist und eigentlich aus dem Zustand heraus leben und ja, und dann müsste theoretisch jetzt in laut seiner Lehre so sein und da stehe ich auch dahinter, oder? Also, ich würde das auch gerne so machen. Dann müsste jetzt eigentlich so sein, als also eigentlich nicht bemängeln in dem Sinn, sondern mich schon so fühlen, als wäre alles bereits dort, wo ich will. Aber es ist halt schwierig, wenn die Rückmeldungen nicht sind. Und er sagt aber auch ganz klar, muss man halt auch trainieren, dann muss seine 5 Sinne, wo halt was anderes vorgaukelt, der Verstand, wo halt immer wieder sagt, ja, das könntest du noch, das könntest du noch. Aber oftmals nimmt halt der Verstand nimmt dich halt genau wieder aus dem raus, wenn, sagen wir, wenn du einen Entscheid fällst und denkst so, ähm, es ist jetzt gut so, wie ich es habe und nicht gerade die Rückmeldung bekommt, dann kommt der Verstand halt und denkt und versucht ja eigentlich nur zu helfen. Er sagt ja nur: „Schau, irgendwie funktioniert es nicht so, wie du meinst.“ Und, der Punkt ist halt einfach, die ganze Realität ist wie verzögert. Das heisst, wenn ich mir jetzt Sorgen mache, dann erlebe ich die morgen, oder? Und ich glaube, der Verstand, der kann das gar nicht fassen. Und das Ziel wäre, wirklich auf sein Gefühl vertrauen und dem nachgehen, weil dann sagt man eigentlich auch, also dann sagt man auch, dass man bereits das hat, was man sich wünscht. Und so ist es halt, ja, ist schwierig. Hm. Ja, ich glaube, nicht ganz so gut erklärt. Ist noch schwierig so mit Fragen, Antworten, da bin ich immer noch nicht so Fan. So, die Frage direkt an mich so gestellt wird. Man muss auch noch lernen. Ja, ja, eben visualisieren, ist das eine, das kann man natürlich machen oder während man im Live ist, halt schon nicht die ganze Zeit das Gefühl haben, dass niemand rum ist, sondern halt einfach sein Ding machen, als wäre schon bereits das Publikum rum, wo man sich wünscht. Und also ich merke es halt im Privaten schon auch, dass das, was ich oft im Kopf habe, dass ich das halt dann wieder antreffe, oder? Und demher sollte ich schon Sachen, die ich eigentlich nicht möchte, also der Zweifel sollte ich eigentlich einfach nicht weiter darauf eingehen, weil sonst kreiere ich den wieder, oder? Das heisst, ich werde wieder eine Bestätigung bekommen, wenn ich darauf eingehe, so: «Ja, jetzt läuft es nicht» und anfange herauszufinden mit dem ChatGPT oder was auch immer, wieso das nicht läuft oder was ich verbessern könnte, dann sage ich eigentlich, es ist noch nicht dort, wo ich hin will und dann tue ich eigentlich noch mehr von dem kreieren. Das heisst, der Weg wird eigentlich länger. In der Theorie geht es bei mir auf, ich stehe da voll dahinter und das ist auch
die Lehre, die ich weitergebe. Und es ist, ja, ich, durch das, dass ich selber auch dran bin, merke ich halt auch, wo die Schwierigkeit ist. Und es ist schon, oder der Neville sagt auch, Glauben ist das Vertrauen aufs Unsichtbare, also aufs Vertrauen auf das, was wird eintreffen. Aber es geht halt nur, wenn man glaubt. Und dann ist halt eben die Brücke zwischen äh, die Brücke zwischen unsichtbar, bis es dann wirklich so ist halt, ja, die kann halt je nach Glauben, also wie fest du daran glaubst, kann die kürzer sein oder länger sein. Und ja, und wenn man halt dann immer wieder zweifelt, dann tut man die halt in die Länge ziehen. Und Zweifel ist, ja, ist schon ein starkes Gefühl. Ich glaube, Zweifel tut schon viel mehr wieder rückwärts machen wie ein positiver Gedanke an irgendetwas. Aber das nicht mehr reagieren, oder? Das ist, da merke ich, da nimmt man eigentlich das Benzin raus. Dann nimmt man eigentlich den Zunder weg, wenn ein Zweifel auftaucht. Also erstens einmal sehe ich neuerdings auch einen Zweifel nicht wirklich als etwas Negatives, sondern es zeigt eigentlich, dass ich neu mit dran bin, wo der Verstand Angst hat, oder? Wo er nicht so greifen kann, wo er versucht zu kontrollieren. Das heisst, ich tue mich eigentlich auf Gewässer begeben, wo ich noch nicht, ja, wo mein Nervensystem oder ich selber noch nicht so gewandt bin, und das macht halt Angst, oder? Weil man halt in neuen Terrain ist. Und dann versucht der Verstand einem eigentlich nur wieder in die Sicherheit zu holen. Von dem her, danke für lieber Verstand, aber du darfst auch einfach mal ein bisschen chillen, weil nur in neuen Gewässern kann man auch etwas Neues erfahren und etwas Neues lernen. Und da merke ich halt schon, dass, ja, dass man nicht mehr darauf reagiert. Also, dass es, wenn etwas kommt, dass man es einfach im Keim erstickt. Einfach, dass es nicht wieder ins Gleiche, oder es ploppt das Thema auf. Jetzt zum Beispiel Thema, was könnte ich noch optimieren? Und dann schaue ich was an, da gibt es eine Abwärtsspirale. Und da verfange ich mich immer mehr in so Sachen, oder? Aber das ist jetzt einfach das Beispiel, aber es kann halt mit ganz vielen Sachen sein, oder? Wenn du irgendwie ein Problem hast mit deinem Partner oder so, und dann haben wir wieder das gleiche Thema, und dann haben wir wieder genau das gleiche Ding, und da ist es nicht mehr reagieren. Also nicht mehr reagieren auf die Situation nimmt eigentlich die Energie aus dem Ganzen raus. Und das ist sowohl eigentlich sehr einfach, aber halt trotzdem, durch das, dass wir automatisch ablaufen, nicht ganz einfach. Weil ich merke es auch, ich bin jetzt immer bewusster dabei bei meinen Sachen und merke so, eben, ich sollte nicht und ich will nicht. Aber es ist wie so der Automatismus, der bringt einem rein, oder? Und darum sagen auch viele, in vielen Lehren sagen die Leute auch, also die Lehrer auch wirklich, lern dich zu beobachten, oder? Wird Beobachter von deinen Gedanken, dass du wirklich auch siehst, wie du denkst und wie du reagierst. Weil dann kannst du dich auf in neue Bahnen lenken, indem du nicht mehr gleich reagierst. Weil dann kannst du eigentlich die Geschichte neu schreiben in dem Moment. Hm. Ja, ich glaube, reden allein nicht, das ist wirklich das Gefühl. Also das sagt auch der Joe Dispenza, sagt das, der Neville Goddard sagt das. Es sagen viele, es ist eigentlich das Gefühl, das, was du für selbstverständlich haltest und die Emotion, die du reingibst. Also wenn du jetzt mit einem Partner über etwas redest und es zieht dich wirklich ab, dann Sex in dem Sinn halt wieder, ja, dann kreiert man eigentlich wieder das alte Gefühl in die Zukunft. Aber hankerum gibt es auch immer wieder Leute, die sagen, sie sind so richtig gegen die Wand gerannt. Sie haben nicht mehr weiter gewusst im Leben und dann sind sie weitergekommen. Darum ich glaube auch da, man macht sich, glaube einfach auch viel zu fest Gedanken, welchen Weg, dass man, also wie man sollte, was man alles sollte machen, und das ist ja dann auch wieder, wenn man sich Gedanken macht, ist man ja auch wieder nicht im Fluss vom Leben, oder man tut ja auch wieder den Fluss in Frage stellen, und schlussendlich glaube ich, wenn man einfach würde alles zulassen, so wie es ist, und nicht hinterfragen, dann kommt man schon ans Ziel, und man kann es sicher gezielt auch lenken, weil ich glaube, es ist sicher schöner, sich mit guten Gedanken ans Ziel bringen, wie durch die Scheisse durch, aber beides führt schlussendlich ans Ziel.
fühle ich mich da so wie im Verhör, man, Kreuzverhör. Äh, Wieso denn Zweifel negativ manifestieren? Ja, schlussendlich manifestieren wir ja immer. Oder es ist eigentlich alles, was wir denken und machen, ist schon, also alles, was ich jetzt erlebe, ist ja eigentlich Manifestierung von dem, wie ich gestern gedacht habe. Oder darum, es gibt eigentlich kein Morgen, es gibt keine Vergangenheit, sondern es gibt, wie ich jetzt umgang und so wie ich jetzt umgang und mich jetzt eigentlich forme, so erlebe ich es morgen. Darum ist Zweifel nicht per se schlecht. Es tut halt einfach ein negatives Morgen wieder, also dass du wieder mehr kannst zweifeln kreieren, aber es heisst ja nicht automatisch, dass das schlecht oder negativ ist, weil du kannst ja durch negative Sachen oder wenn du eine negative Situation kannst du ja noch umso mehr lernen, oder wenn du so richtig gegen die Wand laufst oder nach einer, sicher auch schon erlebt, nach einem Partner, dass man sagt so, okay, jetzt weiss ich, auf was ich wirklich muss schauen, oder? Und das ist ja im Zweifel schlussendlich nichts anderes. Oder man kann halt wenn man weiß, dass man so, wie man sich fühlt und ist, dass man das Mond kreiert, kann man es halt einfach im Heute ein bisschen steuern. Aber schlussendlich, ja, brauchen die einen vielleicht wirklich den Zweifel oder den Frust, dass es auch Ansporn gibt. Weil ich merke auch, Frustration kann schon auch Ansporn geben. Oder es ist einfacher, sich bemitleiden, wie sich beloben. Und wenn man dann halt ja, vielleicht sich irgendwann so viel bemitleidet, dass man dann auch merkt, hey, man ist eigentlich wirklich eine arme Sau und ich habe jetzt keinen Bock mehr und ich will jetzt mal aus dem raus, dann kann das auch Ansporn schaffen. Darum, ja, ich glaube, viele Wege führen nach Rom. Hm, aber ja, der Neville Goddard geht halt so weit, dass du dir deine Realität eigentlich wirklich kannst herbeifühlen, indem dass du dir eine Szene kreierst, wie es wäre, wenn dein Wunsch bereits erfüllt ist. Also einfach eine kurze Szene, das heißt, wenn du zum Beispiel nicht mehr rauchen willst, dass du dir eine Szene vorstellst, und da habe ich jetzt halt noch ein bisschen Mühe mit meiner Imagination, dass ich mir Bilder jetzt mit all diesen Gesprächen nicht so gut kann vorstellen wie andere. Und an dem bin ich auch dran am Arbeiten, dass ich mir das mehr kann, visualisieren kann. Dass du dir dann nicht zwanghaft die Ziege verbietest, sondern dass du dir ein Bild kreierst in deinem Kopf, wo antönt oder wo anspricht, dass du Nichtraucher bist. Zum Beispiel, dass du irgendeinen Kollegen hörst sagen, hey, seit wann rauchst denn du nicht mehr? Und du sagst, ja, schon lang. Oder das ist so nach deiner Wunscherfüllung ein Szenario. Das heißt, wenn du das real fühlst, im Jetzt bereits als gegeben, dann wirst du das im Morgen erleben. Weil weil eben die Imagination kann nicht unterscheiden, ob etwas real ist oder nicht, aber es tut dann eigentlich wie die Realität umschreiben. Und das erlebe ich selber bei mir eigentlich ziemlich gut, halt, oder beobachte es auch bei Menschen, oder? Wie es wirklich so, wie sie reden, was sie auch immer wieder erleben. Und von dem her macht es schon Sinn, wenn man schon selber von sich redet in sich innen, hey, ich rauche, bin nicht Raucher, oder? Und nicht, ich versuche aufzuhören rauchen, sondern ich bin nicht Raucher. Und dann eigentlich vorgängig schon das rein. Und er sagt halt vor dem Einschlafen, weil dann tut es echt also echt direkt mit der Szene einschlafen. Dann tut es ins Unterbewusstsein einspeichern und alles, was im Unterbewusstsein ankommt und für gegeben empfunden wird, das wird sich in der Welt zeigen. Darum eigentlich all deine Glaubenssätze, Sachen wie «es ist nicht möglich» und alle Glaubenssätze die kannst du dir mal aufschreiben, weil das sind Sachen, das wirst du in deinem Leben wieder antreffen. Weil von denen gehst du selbstverständlich davon aus, dass das stimmt und alles. Und das ist ja dann ein Glaube, halt einfach anders verpackt. Das heisst ja Glaubenssatz. Und wenn du tief verankert hast, ja, ich schaffe das eh nicht, dann hast du recht. Und wenn du tief verankert hast, ich schaffe alles, dann hast du auch recht. Weil schlussendlich hat jeder Mensch recht. Das, was er innen empfindet. Und so kann man halt anfangen, eben Sachen unterbrechen. Wenn man sich hört sagen, hey, ich bin hässlich, dass man aufhört und sagt, nein, oder das unterbricht nicht wieder in das Gefühl hinein, dass das Morgen wieder kreieren, sondern dass man es kann, im Keim ersticken, oder? Und das ja, braucht ein bisschen. Und je öfter, dass man seine Reaktionen beobachtet und mehr, eigentlich unterbricht, desto
desto öfters wird man's beim nächsten Mal eben auch merken, dass man wieder in dem ist und früher kann aufhören oder dass man gar nicht in den Teufelskreis kommt, in die Abwärtsspirale und halt ein neues Gefühl an die Stelle setzen, oder? Anstatt «Ich bin hässlich», halt dann wirklich schnell die Augen zumachen und einfach sagen: «Hey», irgendetwas Positives sagen, oder? Das Ganze umschwenken aus diesen negativen Gefühlen raus und, ja, weil es ist schon so, also ich es geht wahrscheinlich nicht anders, oder? Das Gefühl, wo aktuell dominant ist, so schwörst, dass du das Leben so erlebst. Und das ist ja so, oder? Wenn du dich grad wirklich schlecht fühlst von einer Trennung, dann ist das ja so. Das kann dir niemand wegreden. Dann fühlst du dich so, oder? Und das ist ja auch okay. Es ist halt einfach, wenn man weiss, dass man durch sein Gefühl, wo man hat, eigentlich das Morgen wieder schreibt, dann kann man halt immer früher zuschalten und sich fragen, will ich jetzt wirklich so fühlen oder soll ich es mir vielleicht versuchen umschwenken oder halt ein bisschen früher rausgehen, oder? Mhm. Mhm. Ja, genau. Genau. Es ist halt ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Social Media oder die ganzen Nachrichten. Man hat ja jeder Mensch hat sein so ist es, so stimmt's für ihn. Aber vieles hat er gar nie hinterfragt, ob's für ihn wirklich so stimmt, sondern es stimmt halt einfach für die grosse Masse. Und gerade Sachen, wo man schon sehr früh mit also angefangen zu hören hat, also in den jungen Jahren, die hinterfragt man halt dann wahrscheinlich noch weniger, gerade wenn es die Eltern oder die Eltern haben ja in dem Sinn eh immer recht bis zur Pubertät, dann stellt man sich eh quer. Und dann gibt es halt schon viele Sachen, Glaubenssätze, die man einfach eingetrichtert bekommt. Also nicht böswillig. Aber darum haben dann halt die einen Glaubenssätze wie, ja, Geld ist schlecht, Geld ist böse, Reiche sind nur geizig. Und das sind dann wahrscheinlich auch eher die Menschen, die sich dann das Leben lang abrackern, aber gleich nie wirklich Geld haben. Im Gegensatz zu den Kindern oder so, wo im Elternhaus gehört haben, Geld ist gut oder ganz anderes Geld-Mindset haben. Und das sind dann auch die können machen, was sie wollen, oder? Und werden irgendwie nie pleite, obwohl sie ja, gar nicht aufs Geld schauen. Und andere, die den Rappen die ganze Zeit kehren, die kehren dann halt weiter. Oder da sieht man dann auch wieder, oder? Der Rappenkehrer sagt ja schon, was du machst. Du tust den Rappen kehren. Und wenn das halt zu deiner Realität wird, dann bist dann du halt ein Rappenkehrer. Das heisst, dein Leben ist dann so aufgebaut, dass es immer knapp ist. Oder? Darum, ja. Aber es ist halt dann schon immer einfach gesagt, wie daraus rauskommen. Aber ja, andere Gedanken mit Glaubenssätzen, mit Affirmationen schaffen, aber halt wirklich solche versuchen zu nehmen, wo man auch merkt, es gibt ein gutes Gefühl, oder? Wenn dich der Körper querstellt, wenn du sagst: «Ey, ich bin Multimillionär», und dein Körper sagt: «Spinnst du eigentlich?» Und das Gefühl erzeugt, das negatives Gefühl erzeugt, dann ist das negative Gefühl auch wieder eine Art Manifestation. Oder? Und von dem her Glaubenssätze oder Affirmationen suchen, wo einem ja, wo sich für sich gut anfühlen. Zum Beispiel: «Ich bin jederzeit unter allen Umständen guter Dinge», oder? Dass man sich halt einfach auch sagt: «Hey», oder «Alles ist immer für mich». Das sind so Glaubenssätze oder Affirmationen, die habe ich zum Beispiel: «Alles ist immer für mich». Also, wenn irgendetwas passiert, mit dem kann ich mich dann auch aus Situationen rausholen, dass ich wirklich sage: «Hey, es ist ja wirklich, wenn ich zurückdenke, auch wenn es sich in dem Moment jetzt nicht so anfühlt, kann ich eigentlich nichts keine Gegebenheit sagen, wo mal etwas nicht besser geworden ist für mich. Oder? Und so, wenn man dann halt kann dazuschalten mit so Affirmationen, kann man sich auch rausholen. Oder, ja, alles ist möglich, dass du überhaupt die Möglichkeit offen lässt, dass alles möglich ist. Oder? Wenn du sagst: «Ja, nein, für mich geht das eh nicht, ich bin zu klein», oder was weiß ich, oder, «Ich habe eh immer Pech». Oder? Es gibt Glückspilz und dann gibt es die immer Pech haben. Es gibt Pechsvogel und es gibt Glückspilz. Und da hat, Zora letztens auch mal gesagt gehabt, und der ist mir auch sehr eingeleuchtet. Wenn du rumlaufst und Zeug erzählst, wie du bist, sprich, wenn du deinen Kollegen erzählst: du hättest ja immer Pech», dann tust du
dann tust du noch mehr Beobachter mit in deine Gleichung nehmen, wo dir das auch noch bestätigen können. Das heisst, wenn du dann irgendwann der Mensch bist unter deinen Kollegen, der immer Pech hat, dann hast du sogar noch Leute, fremde Menschen oder deine Kollegen, die dir auch helfen, deine Prophezeiung zu verwirklichen. Darum nur so Sachen erzählen, wo du auch willst, dass das von dir erzählt wird. Oder? Weil, mal angenommen, wenn du jetzt gehst erzählen, dass du, wow, ich habe eigentlich immer gute Arbeit. Und nachher der Kollege dich abspeichert, als du bist der immer gute Arbeit hat. Anstatt du bist der immer Pech hat. Und er dann mit geht weiter erzählen oder auch mit dir geht erzählen und er dann auf dich zukommt und fragt, hey, was hast du wieder für geile Arbeit gehabt? Dann tut er schon die Konversation so starten mit dir, dass du schon wieder dich emotional in dieser guten Arbeit wiederfindest und hast ein gutes Gefühl. Im Gegenzug, wenn du sagst, oh, ich habe immer die Scheissarbeit und dann der Kollege kommt runter, hast du wieder müssen den Müll gehen, hast wieder müssen die Scheisse wegräumen, dann verfängst du dich auch wieder in deine Emotionen. Oder darum, das ist sehr wichtig, wie man sich in der Welt präsentiert. Und dass man halt dann vielleicht einfach auch eben, darum auch selber einmal ein Bild von sich machen, wie will ich sein und das Bild dann weitergeben. Also wenn du der Mensch willst sein, wo alles zu Gold macht, wo er anfasst, dann fährst du auch so Gerüchte streuen, weil Gerüchte haben, ja, aber halt einfach Gerüchte, die dir etwas bringen, oder? Und nicht, dass du dann irgendwann der bist, der immer Pech hat. Dann bist du lieber der Glückspilz. Und wenn dir einer sagt, und wenn du mal von jemandem hörst, hey, du bist ein Glückspilz, dann sag nicht, nein. Dann sag ich, ja Mann, ja, das bin ich. Und dann behalte die positiven Sprüche oder Sätze, die dir fremde Menschen geben, behalte die wirklich. Und ruf dir die wieder ins Gedächtnis, wenn du das kannst. Wenn du ein gutes Gedächtnis hast, ruf dir die wieder ins Gedächtnis, dass wenn es dir nicht gut geht, dass du das wieder abrufen kannst, dass du wieder kannst hören, ey, ich bin eigentlich wirklich ein Glückspilz. Oder? Dass du einfach die positiven Sachen mitnimmst und nicht die negativen. Oder wichtig ist einfach das Gefühl, das du dabei hast, muss gut sein, dass es mehr, also dass mehr von dem gibt. Oder in der Bibel steht ja auch, wer da hat, dem wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer da aber nicht hat, dem wird auch noch genommen, was er hat. Und das sagt eigentlich genau das. Darum werden die Reichen reicher und darum werden die Armen ärmer, weil die Armen wissen, dass sie arm sind und die Reichen wissen, dass sie reich sind. Darum kommen die Reichen noch mehr von dem über und die Armen noch mehr von dem. Und das Gesetz ist halt einfach, das gibt es halt einfach. Da kann man dann noch lange sagen, das ist unfair. Aber wenn man die Spielregeln kennt, dann kann man mitspielen. Und da gibt es viele Spielregeln. Zum Beispiel eine Spielregel vom Leben ist auch, was du im Herzen, wie du im Herzen bist, so bist du. Oder wie du im Herzen fühlst, so bist du. Und so, das lebst du auch. Oder? Das heißt, wenn du. Ist eigentlich ist es sehr simpel. Wenn du dich nervst über Stau, dann ist der Stau schlecht. Wenn du ein neutrales Bild zum Stau hast, dann ist der Stau neutral. Und wenn du ein gutes Bild zum Stau hast, dann ist der Stau positiv. Und da gibt es ja ganz viele verschiedene. Der eine denkt, oh Mann, jetzt stehe ich schon wieder im Stau. Der andere denkt, yeah, im Stau. Ich muss daheim weniger Hausarbeit machen. Oder was weiß ich, irgendetwas, oder? Und so kann man sich ja schon mal rausholen. Und dann wird man dann plötzlich auch, wenn der Stau kein Problem mehr ist, vielleicht nicht mehr im Stau wiederfinden, oder? Also ich habe auch aufgehört, mich im Stau zu nerven und habe dann sehr schnell an einen anderen Ort müssen arbeiten oder habe dann herausgefunden, ey, ich kann ja einfach anders fahren. Ich kann anders fahren und dann bin ich nicht mehr im Stau, aber durch mein Stau, schon wieder im Stau-Mindset, habe ich die Möglichkeit gar nie gesehen, dass ich etwas anderes machen könnte. Da haben mich einfach immer genervt. Und so kann man sich ja, anfangen, neue Glaubenssätze oder neue Gefühle zu Situationen machen, oder vor allem Sachen, die musst machen. Dort dich nicht schon wieder. Da bin ich auch ein Kandidat, da nehme ich mich gar nicht raus, oder? Für Sachen, wo irgendwie nicht drum herumkommst. Also eben, sag jetzt WC putzen oder sonst wo putzen, oder? Die Sachen, die irgendwie musst machen, nicht, dass du da die ganze Zeit dann eigentlich, ja, im Negativen drin verlierst. Ah ja, genau, das mit Beispiel. Äh, Warte, wie ist das gegangen? Es sind Schüler an Lehrer gegeben worden. Und dann bei der einen Schüler ist gesagt worden, die Schüler sind hochbegabt. Und der Lehrer hat
ist ganz anders auf die Leute zu, weil er gewusst hat, die sind hochbegabt. Das heißt, er hat auch durch seinen Glauben an die sind die Noten besser geworden. Und bei den Schülern, wo man gesagt hat, die sind eigentlich nicht gut, ist der Lehrer mit dieser Voreinnahme an. Und dort sind die Noten schlechter gewesen. Und darum ist es schon wichtig, wie man sich vorab schon fühlt, ja. Oder eben, was man in der Welt von sich weitergibt. Erzählst dich als der arme Sieg, der immer Pech hat, oder erzählst du deinen Kollegen, du bist der, der immer das bekommt, was er will. Oder? Und ja, also ich habe auch beim Arbeiten hat mir der eine Tag gesagt, du bist ein Glückspilz. Und ich habe den sofort angefangen, so, ja, das bin ich, das bin ich. Und der stärkt mich auch. Ich bin wirklich ein Glückspilz. Und ab dann habe ich auch gemerkt, ey, ich mache eigentlich immer gute Arbeit. Ob ich jetzt, also ich habe dann, durch das, dass ich den Glückspilz angenommen habe, habe ich auch gemerkt, hey, ich mache eigentlich immer wirklich gute Arbeit. Und jetzt ist es halt die Frage, mache ich also gute Arbeit im Sinne von, ich habe Freude an dem, was ich mache. Äh, mache ich da, oder habe ich jetzt Freude an dem, weil ich so eingestellt bin? Oder komme ich jetzt nur die Arbeit über, die ich gerne mache? Oder das ist halt dann auch, ja, die Ansichtssache. Darum, ja, positiv durchs Leben. Wirst positiv aufs Leben reagieren. Wenn du negativ eingestellt bist, wirst du bei Situationen negativ reagieren. Wenn du positiv bist, wirst du positiv reagieren. Du bist eigentlich einfach die Stimmung, wo du bist. In der Stimmung, wo du bist, so reagierst du auf das Aussen. Und wenn du gerade in der Schweiz, Meister im Motzen, oder? Und das ist halt das, was man dann wieder bekommt, dass man noch mehr zu motzen hat und genau die Stimmung und ja, einfach und auch über andere nur das über andere erzählen, wo du auch willst, dass Menschen über dich erzählen. Ja. Mhm. Ja, change it, leave it or love it. Genau. Hm, ich bin schon öffentlich, oder? Mal schnell schauen. Irgendwie ein konkreter was-Tipp für was? Also konkrete Tipps. Hat doch jetzt ganz viele Tipps mitgegeben, also, oder sind die zu unkonkret gewesen? Hm, man muss mir manchmal ein bisschen genauer sagen, zu was. Bei mir ist oft das, was ich erzählt habe, ist schon Vergangenheit. Muss ich, so, ich habe Mühe, wieder herauszufinden, was habe ich erzählt. Ähm, okay, live bin ich. Hm. Ich habe mich gerade wundern, ich müssen nachschauen, weil irgendwie bin ich live, aber. Ah, jetzt sind wir. Was mit dem vor dem Bett geht, Entschuldigung. Jetzt bin ich überfragt. Also was, ich weiß nicht genau, was du meinst. Ach, da habe ich doch zuvor erzählt. Aber ja. Ja, das Ziel ist eigentlich, oder die Idee vom Neville Goddard ist, ähm, er sagt, Imagination schafft Realität und es sind eigentlich zwei Zeiten, wo wichtig sind. Das ist vor dem Einschlafen, wenn die Hirnwellen runterkommen, wenn man eher ins Unterbewusstsein geht oder vor dem Aufwachen. Und dass man sich eigentlich wie ein Schlaflied vor dem also während ins Bett geht, die ganze Zeit
Szene visualisiert, wo impliziert, dass der Wunsch bereits erfüllt ist, den man hat. Also, dass wenn du ja, eben, wenn du Millionär werden willst, dass zum Beispiel dein Geld zählst, deine Nötchen zählst vor dem Einschlafen, oder? Und dass eigentlich bis ins Bett gehst. Weil er sagt auch, dass das Tagesbewusstsein ist selektiv und das Unterbewusstsein, das Nachtbewusstsein, das ist nicht selektiv. Das nimmt Eindrücke so, wie sie kommen. Darum sind auch viele Lehrer, die sagen, du solltest nicht verärgert ins Bett gehen, weil du nimmst alles das, was du am Tag erlebt hast, mit ins Unterbewusstsein und das schreibt er eigentlich wie dein Morgen. Also sprich, wenn du mit negativen Gefühlen ins Bett gehst, dann kreierst du eine negative die Gefühle, die du mitnimmst, die kreierst du wieder ein Morgen. Und darum sagt er eigentlich, sich einfach am Abend immer wieder in die Szene hineingeben, wo man gerne im Leben erleben und oder genau, also die Endvorstellung von seinem, also die Wunschvorstellung, das Szenario von der Wunschvorstellung. Das vorher richtig gesagt. Ja, und der Ding sagt ja, der Joe Dispenza, der sagt ja auch, eben, das ist, wenn du Hirn-Herz-Kohärenz hast, dann ziehst du eigentlich, dann deine Frequenz, die du ausstrahlst, zieht eigentlich die gleiche Frequenz wieder an. Das heißt, wenn du schaffst, dich emotional, energetisch auf die Frequenz zu heben, wie das wäre, wo du möchtest erleben und dort kannst bleiben, dann wirst du immer mehr von dem in dein Leben ziehen. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel möchtest einen Traumpartner visualisieren, also man kann natürlich spezifisch einen Partner visualisieren. Das kann man machen. Also du kannst einen Mensch in dem Sinn visualisieren, so wie du willst. Aber schlussendlich ist es eigentlich das Gefühl dahinter. Also das heißt, du suchst raus, wie du dich wirst fühlen, wenn du den perfekten Partner hast. Und da kannst du zum Beispiel eine Szene erstellen, wie du, sagen wir, einen Ring im Finger hast oder irgendetwas, wo du mit deinem Partner teilst. Ein Kettchen oder so, dass irgendetwas, wo dich emotional an das erinnert, so wie du deine Partnerschaft möchtest erleben. Und wenn du das dann eben mit in den Schlaf nimmst und so eigentlich kannst einschlafen in dem Gefühl, dann tust du das Gefühl wird vom Unterbewusstsein aufgenommen und spiegelt es eigentlich in deiner Realität wieder auf deine Leinwand und so wirst du das erleben. Das heißt, du wirst dann einfach, ich glaube, das heißt auch in der Psychologie ist es ein retikuläres Aktivierungssystem. Das filtert eigentlich einfach alles, was du nicht für wahr haltest, raus und alles, was du für wahr haltest und das, was du für relevant ist für dich. Unter anderem eben auch die Szene, wenn die emotional gefühlt wird, die tut dann quasi zeigen. Das heißt, das sind die Beispiele, wie wenn du dich für ein Auto interessierst und plötzlich fährt hier das blöde Auto, das du aber vorher noch nie gesehen hast. Oder? Das ist eigentlich das. Und das kann man halt dann sehr spezifisch machen vor dem Einschlafen, weil das Tagesbewusstsein, oder wenn du jetzt da hockst, so wie du jetzt bist, mit deinem Verstand und du denkst, ich bin Millionär, dann sagt dein Verstand, aber schau dich doch mal an, anscheinend nicht und versucht dann zu erklären, warum und wieso das jetzt nicht stimmt. Und wenn man in der Meditation oder eben der Neville nennt State akin to sleep, der Zustand kurz vor dem Einschlafen, wenn du in tiefere Frequenzwellen kommst, dann tut auch der Joe Dispenza damit arbeiten. Das kann man auch in der Meditation, die kann man trainieren, dass man eigentlich oben runterkommt in der Hirnfrequenz. Ich glaube auf die Alpha-Welle nein, Alpha ist das? Ich weiß die Stufe nicht. Auf jeden Fall nicht die Traumstufe, sondern die eins vorher, wo da die REM-Phase und glaube, nein, das ist nachher noch weiter unten. Auf jeden Fall dort tut das Unterbewusstsein oder tut der Verstand, stellt den Verstand ab. Das heißt, man kommt eher direkt ins Unterbewusstsein, das heißt, man kann die Gefühle, ohne dass der Torwächter ist und sagt, hey, spinnst, das geht nicht, für wahr akzeptieren. Das heißt, du kannst dich quasi hypnotisieren oder dir Sachen einpflanzen dann, wo du gerne möchtest. Und das geht in der Meditation oder das geht halt vor dem Schlaf. Kann man sich halt wie ein Schlaflied weg, also mit in den Schlaf nehmen.
Oder eben halt auch der Traumpartner, also, Traumjob. Das heißt, du kannst dich fragen, was für Aktivitäten würdest du machen, wenn du befördert würdest werden? Und dann tust so eine also tust so etwas, entweder so etwas spielen oder das 'n Glückwunsch, oder? Das ist etwas, wo nach der Beförderung bevorsteht, dass du einfach eine Szene machst, so wie dir gratuliert wird. «Ey, ich gratuliere dir, du kannst deinem Vater hören. Ich gratuliere dir zu deiner Beförderung.» Oder wer auch immer, irgendjemand, wo du dir auch gut kannst vorstellen, gut kannst hören, so einen eigentlich sagen. Und da wäre dann wieder auch dann nimmt man eigentlich wieder Fremde mit in die Gleichung, oder? Und wie dem Thema, das ich vorher gesagt habe, gerade Leute, wenn dann Positives über dich erzählen, nicht Negatives, weil sie verbreiten die Kunde dann auch weiter. Das heisst, wenn du andere in deine Gleichung hineinnimmst, von deiner neuen Realität, dann schreibst du dann wissen das andere auch schon und das wird dann stärker. Also, der Neville sagt auch, wenn du andere nimmst, wo dir deinen Wunsch bestätigen, dann schreibst du die Realität richtig, für deine Gunsten um. Weil ja, mit andere es ist auch einfacher, sich von anderen gratulieren lassen, wie sich selber davon überzeugen, dass man es hat. Ja, aber da bin ich selber bin da noch ziemlich am Anfang von der Visualisierung, weil ich es einfach noch nicht anbringe, mir Bilder vorstellen. Und da ist es wichtig, die Konzentration, oder? Das kannst du dir eigentlich so vorstellen. Also das sagen auch alle Lehrer, oder? Wir sind in der heutigen Zeit, warum das es, Manifestation in allen Mund ist und Visualisierung auch, aber irgendwie nur ganz wenige schaffen das, ist die ganze Ablenkung. Die ganze Ablenkung, oder? Da musst du jetzt halt mal ehrlich mit dir selber, also auch ehrlich mit dir selber sein. Wie lange schaffst es du, einen Gedanken konzentriert auf etwas richten, ohne dass du wieder ans Handy gehst? Ohne dass du wieder überlegst, oh, hat mir jetzt jemand geschrieben? Oder wieder denkst, was kann ich morgen noch schaffen? Oder was muss ich dort noch erledigen oder da erledigen? Und das ist eigentlich wie eine Lupe. Wenn du schaffst, eine Lupe in die Sonne heben und nicht bewegen, dann brennst du dort ziemlich fest etwas ein und es fängt an brennen. Und unsere Gedanken sind ähnlich, wenn du schaffst, einen Gedanken zielgerichtet auf etwas richten, dann bist du eine Lupe, die einfach einbrennt. Und darum sind Leute, die Disziplin haben, die den Geist kontrollieren, die sagen, hey, ich denke nur noch so, ich denke nur noch das, ich denke nichts anderes mehr, ich habe auch gar keine Lust mehr, negative Sachen zuzulassen. Äh, Ich bleibe jetzt auf meinem Ziel, die Lupe stark heben. Und wenn sie dann noch visualisieren und sich noch vorstellen, wie, wo, was, dann wird die Lupe richtig gut gehabt. Und das brennt eigentlich die neue Zukunft oder die neue Realität brennt eigentlich so richtig in die Materie rein. Und das können halt, das können Menschen, das können die einen sehr gut und es gibt auch immer mehr nicht so mächtige Menschen, wo das machen und auch weitergeben und die werden halt auch oft missverstanden. Lehren werden dann wieder irgendwie vereinfacht und umgeschrieben und gemacht und da, aber ja, ich glaube, in der heutigen Zeit ist es auch so, wir sind so mit dem ganzen Dopamin-Zeug wie Scrollen, wir haben, wenn etwas nicht gerade in einer Minute oder in einer Sekunde Befriedigung gibt, dann scrollen wir weiter. Unser Verhalten, unsere Aufmerksamkeit ist regelrecht eine Sekunde. Sie ist TikTok, unsere Aufmerksamkeit. Und wenn wir nicht schaffen, unsere Aufmerksamkeit zu. Es ist mir nicht anders eingefallen, aber wir müssen weg von TikTok-Aufmerksamkeit hin zu Realitätsaufmerksamkeit. Das heißt, sich wirklich mit dem beschäftigen, was man will und alles andere eigentlich auslassen und auch. Ja, es ist eigentlich ist es recht einfach. Einfach alles weglassen, was nicht mit dem zu tun hat, was du willst. Ob das jetzt Kollegen sind oder nicht, ob das jetzt Menschen sind oder nicht. Auch Themen gar nicht mehr ansprechen, die eigentlich nichts bringen. Wirklich so wenig wie möglich, eigentlich so wenig wie möglich über Sachen reden, die du gar nicht willst. Nicht mit dir selber im Selbstgespräch, weil das ist nichts anderes, wie wenn du mit jemandem anders redest. Du holst dich einfach selber in die Gleichung rein und bist auch bestätigst es dir auch, oder? Deine Selbstgespräche kreieren dein Gefühl kreiert deine Zukunft. Und wenn du schaffst, anders über dich reden, dann kommst du andere Gefühle über und dann hast du auch andere Zukunft. Das ist eigentlich simpel, aber wir sind halt so in dem immer im Gleichen gefangen. Oder? Ich meine, du könntest dir heute sagen, hey, morgen wollte ich meine Schuhe anders anlegen.
Ich wette, du schaffst das nicht. Du wirst die Schuhe genau gleich anlegen. Wenn du Glück hast, wirst du irgendwann im Verlauf des Tages daran denken, oh, das wollte ich machen. Mach ich morgen. Morgen wirst du es auch nicht machen. Weil dann hast du noch nicht so oft gedacht, den Gedanken. Der ist gerade unter bei all diesen 1000 anderen Gedanken, die du gedacht hast. Aber dann kommt dir der vielleicht schon zweimal in den Sinn. Und dann, oh, das wollte ich machen. Und irgendwann kommst du auf die Idee, hey, ich tue mir mal einen Post-it an die Tür. Oder ich tue es mir mal machen. Oder ich tue jetzt mal meine Schuhe anders anlegen. Oder das ist so, wir müssen Sachen wiederholt machen, damit es überhaupt reinkommt und also eine Routine wird. Und es gibt ja da den Dreitages-Ding, oder? Du musst eigentlich am 3. Januar kannst Menschen mit neuen Produkten eigentlich wieder lotsen, weil sie haben ihre guten Vorjahressätze. Dann nehmen sie, sobald es glöckelt und der 1. Januar ist, und am 3. Januar haben sie 90% schon wieder über Bord geworfen. Weil wir haben 3 Tage lang, 3 Tage haben wir eigentlich ziemlich Aufmerksamkeit und nachher flacht es richtig ab. Und ja, und dort gilt jetzt eben das Abflachen, das darf nicht passieren, oder? Und so sind wir halt einfach, oder? Und ich glaube, es geht immer schneller. Eben TikTok-Generation, die schafft es nicht länger, die Aufmerksamkeit. Aber ich verurteile niemanden. Meine Aufmerksamkeit ist auch ziemlich ich schaffe es auch nicht lange auf etwas, oder? Und da bin ich halt jetzt am Trainieren, weil ich weiß einfach, dass das wichtig ist. Und da bleibe ich auch dran. Und immer mal mehr, mal weniger. Weil ja, ich weiß einfach, dass es geht. Ich sehe das bei anderen Menschen. Ich verstehe es intellektuell, verstehe ich es. Es steht in allen grossen Lehrbüchern steht's drin, in allen Übermittlungen steht es drin. Oder sogar die Bibel. Der Neville sagt, die Bibel ist nicht ein Buch, wo geschrieben wurde von Menschen. Das ist unsere Psychologie. Darum mag ich den Neville Goddard so, weil er nimmt die ganze Bibel auseinander als psychologisches Schauspiel. Und wenn am Anfang, wer jetzt schon, oder wir sind also aufgewachsen, dass die Bibel ein Buch ist, wo geschrieben wurde von Menschen vor irgendwann. Es ist schon auch geschrieben worden, aber es sind nicht die Menschen, die Namen dort drin, die gibt es nicht. Also das ist nicht, er sagt, das sind nicht Menschen, die gelebt haben. Oder Stein hat eine Bedeutung. Das sind andere Bedeutungen gewesen von dieser Zeit. Und er hat das halt alles studiert und erzählt die Schauspiele, oder, wo in jedem Mensch stattfindet. Und das ist mega spannend. Und du dem seine Bücher weiß ja, dass es funktioniert, oder? Ich bin da völlig davon überzeugt. Darum bin ich auch dran, jetzt dort für mich selber das am Lernen, das Visualisieren lernen. Oder dass ich wirklich halt lupenhaft das Ganze mache. Weil, ja, ich sage, wenn du die Augen kannst zumachen, also könnt ihr mal schnell ein Beispiel machen, machst mal die Augen zu, schaust deine Hand an und siehst an deinem Ringfinger einen Ring. Jetzt langst du den Ring an mit deiner linken Hand, mit 2 anderen Fingern und drehst den an deine Hand herum. Wenn du das kannst, dann hast du ein starkes Werkzeug. Dann hast du jetzt schon ein starkes Werkzeug. Weil dann hast du deinen Tastsinn, deinen Sehsinn, dein Gefühl, wenn du noch schaffst, den Ring am Finger zu fühlen und du auch schaffst, den abzuziehen und das Gefühl noch am Finger lassen, das ist eine Szene, wie der Neville sagt, oder? Und das schaffe ich so jetzt noch nicht, weil ich nicht einmal meine Hand so anschauen kann. Und er sagt auch, du musst from it, nicht of it. Also nicht an deine Szene denken, es wäre schön, wenn, sondern drinnen sein. Sie ist bereits. Du bist bereits am Ziel. Du musst dich so fühlen, als wäre es bereits dies. Oder? Und auch die Bibel erklärt da immer wieder, du musst auch, und das Gebet dort sagt auch, oder? Beten ist nicht piti patti, sondern das Gebet ist verweilen im bereits erfüllten Wunsch. Sagt der Neville, mal wirklich, wer es nicht kennt, Neville Goddard, unbedingt die Bücher hören. Auch mal das ganze Buch, oder? Da sieht man auch, wie der Glaube einen kann hindern. Das heißt, wer immer noch daran glaubt, dass das Buch, also das Bibel, so ist, wie es uns gelehrt wurde, der wird die Message auch gar nicht so können verstehen oder anwenden, wie es der Neville sagt. Und das sind
ist auch ein Glaube. Und wer glaubt, dass es Humbug ist, der glaubt, dass es Humbug ist. Wer glaubt, dass es kein Humbug ist, der glaubt, dass es kein Humbug ist. Oder deine Welt, du erlebst deine Welt so, wie du das Gefühl hast, das stimmt. Darum kann auch niemand verurteilt werden. Darum haben auch alle aus ihrer Sicht recht, weil jeder hat eine Erklärung für sich. Oder aus seiner Sicht geht es auf. Und ja, das ist so Platz im Kleiderschrank machen. Ja, oder einen Tisch schon für zwei Decken. Ja, es gibt viele Dinge, aber ich glaube, das schlussendlich ist auch immer wieder das Gefühl, oder? Wenn du den Tisch für zwei deckst und dann den Tisch siehst, wenn du einen Partner willst und dann wieder denkst, oh nein, ich arme sie, ich habe immer noch keinen, dann mach es lieber nicht. Äh, Die Idee ist, gute Gefühle zu bekommen. Und das kann auch sein, indem dass du dir einfach einen Satz sagst oder aber nicht nachher am Tisch hocken, so, ich hätte so gerne einen Partner, das bringt dann auch nichts. Oder dann bestätigst du das Gefühl, bestätigt wieder, dass dein Partner nicht rum ist. Und das Ziel ist eigentlich schon bereits, dich so fühlen, als wäre er rum. Wenn du das schaffst, dann kannst du es machen mit Kleiderschrank, du kannst es machen mit ja, Kleiderschrank Platz machen, das weisst, da kommen bald Kleider rein. Oder eben Tischdecken für zwei. Oder die eine Seite. Jemand hat, ich weiß nicht, in welchem Buch das es war, die hat gemeint, irgendwann ist ihr ein Lichtchen aufgegangen. Sie hat in ihrem Bett geschlafen, hat aber in der Mitte vom Bett geschlafen. Es hat gar keinen Platz gehabt für einen zweiten Mensch, hat sich aber einen zweiten Mensch gewünscht. Und wo sie dann angefangen hat, die eine Seite frei zu lassen, ist der Mensch ins Leben gekommen. Durch das, dass sie in der Mitte geschlafen hat, hat es gar keinen Platz gehabt. Das heisst, sie hat mit ihrem Verhalten eigentlich gesagt, es geht nicht. Das ist noch spannend, oder? Kann man halt nehmen, wie man will, ob es jetzt stimmt oder nicht. Oh ja, das kann sein. Ja, so bin ich. Ich bin gumpet. Gumpet. Ja, genau. Da ist noch um Partnerwahl gegangen. Für zwei Decken, der Tischdecke für zwei, als wäre der Partner bereits um, als würde der Partner, der der Wunsch ist, bereits da. Genau, da bin ich, glaube ich, gesprungen. Für mich ist es logisch gewesen. Aber so, dass man daheim, wenn man sich einen Partner wünscht, halt den Tisch schon für zwei deckt, Zeug tut, dass man eigentlich so symbolisiert, dass jemand da ist. Und dann halt auch schauen, wie sich das Gefühl ist. Wenn dann das Gefühl, also ich persönlich würde abraten, wenn dann das Gefühl ist, so, dass du an den Tisch hockst und dich schlecht fühlst, schlechter, wie wenn du nicht würdest decken, dann würde ich es nicht machen. Genau, die Idee bei solchen Sachen sind wirklich, beim Visualisieren, dass es ein gutes Gefühl gibt. Auch Affirmationen, wenn du dir Affirmationen vorredest, äh, zum Beispiel, ich bin der Beste und es fühlt sich schlecht an, dann kannst du es ein bisschen abschwächen, indem du sagst, ich werde jeden Tag in jeder Hinsicht besser und besser. Oder? Das tut sich für die einen einfacher annehmen. Aber wenn du merkst, der Körper stellt sich quer, dann bringt es in die falsche Richtung, oder? Ja, Schatz, ich kann jetzt nicht nochmal, das ist lieb, eben, da sind wir halt ein bisschen unterschiedlich. Ich habe halt meistens jetzt so das Konzept und bin sprunghaft. Ich wüsste jetzt, ich könnte jetzt das nicht nochmal aufgreifen, oder? Da sind wir halt einfach ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, ich soll da jetzt doch nochmal, nochmal, erklär doch alles nochmal. Ja, ich wüsste jetzt gar nicht, was ich alles schon erzählt habe, oder? Zum normales Erklären. Hm. Ja, ja. Ja, ja. Nein, das ist mir schon bewusst. Das ist mir schon bewusst. Ist jetzt auch ein bisschen ausgeholt und ausgeartet. Hat irgendwo angefangen mit irgendetwas, wo ich gar nicht so ist. Ja, ja, passt.
Du, wie gesagt, ich höre manchmal auch das Buch zum 10. Mal und beim 10. Mal, verstehe ich, was der Mensch dort meint. Mhm, drum. Aber ich gebe mir Mühe. Ich versuche, ein bisschen mehr zu erklären, so. Mhm. Und sonst kannst du auch einfach im Live-Chat schreiben, dann kommt die Person auch mit, wo, glaube da ist, um was es geht. Hat auch keine Mühe. Ich bin immer offen für Verbesserungsvorschläge. Eben, für mich ist es auch logisch, ich habe auch irgendwo angefangen, mit drinnen, wo ich, aber ich sage mir halt immer, der Mensch versteht an dem Punkt, wo er gerade steht, um was es geht. Würde er es in einem Jahr nochmal hören, dann würde ich auch wieder ganz anders sehen, was ich erzählt habe. Und der Mensch, der gegenüber ist, auch. Darum, ich versuche mir da nicht so einen Stress zu machen, so, irgendwie, dass es alle verständlich verstehen, weil das würde mir dann wieder Druck machen. Und ich habe gemerkt, oder wie es bei mir ist, wenn ich zu viel in meinem Hinterkopf habe, ich muss aufpassen, dass die Menschen noch mitkommen, dann blockiert es mich. Und darum, aber ich gebe mir Mühe, versuche es. Ja, das mit den konkreten Tipps, ja, ich weiß. Ich glaube, wenn die mir würdest inne hocken, während, während ich da rede, dann würdest du sehen, dass es eigentlich gar keinen Plan hat. Es hat keinen Plan. Es hat keinen Ablauf. Und das macht das Ganze eben ein bisschen, ich sage mal, locker für mich, aber vielleicht dann halt, also locker, wenn ich einfach kann reinreden, aber halt schwierig, dass ich kann irgendwie steuern. Ja, 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 ja. Hm? Ja. Hm. Aber ich frage mal kurz in die Runde. Ich sehe da gerade, dass jemand als Zuschauer da ist. Und zwar auch schon länger, also nebst der Zora. Gar nicht gemulden, muss man auch nicht. Darf man auch natürlich auch einfach so zuhören. Noch so gern. Das freut mich. Hm, aber an dieser Stelle möchte ich vielleicht gleich noch sagen, meine Idee von dem Live ist auch, dass man eben mit seinen eigenen Themen kann kommen kann. Wenn man zum Beispiel merkt, hey Fabio, ich laufe immer wieder an den Punkt an. Keine Ahnung, ich erlebe das immer wieder so, durch, durch all die, ja, vor allem durch den Neville Goddard habe ich auch jetzt einen extrem starken Blick entwickelt. Auch eben bei mir selber, wo ich wirklich auch merke, was ich mir sage, was das wirklich auch für mein Morgen bedeutet. Und so kann man eigentlich sehr schnell auch herausfinden, wo man vielleicht etwas kann abändern kann, damit man die Sachen nicht mehr gleich erlebt. Oder da mache ich mal einen Blick von außen. Ja, weil im eigenen Blick sieht man oft, oder in seinem eigenen Thema sieht man oft den Weg von lauter Bäumen nicht. Und so ist die Idee, dass ich ja, quasi einen neuen Blick kann auf Themen geben kann, wenn es natürlich gibt. Macht es für mich natürlich einfacher, wenn ich irgendwie Themen habe, wie dass ich einfach losrede. Oder wenn ich auf etwas eingehen kann, macht es das für mich natürlich auch einfacher und ich sage jetzt mal, das ganze Format lebhafter. Mm, Genau. Und sonst kann man einfach auch gerne dabei sein. Genau. Das ist natürlich auch erlaubt, einfach, dass ich das an der Stelle noch gesagt habe. Ja, dann ist jetzt schon wieder eine Stunde rum. Ja, ich glaube, für heute mache ich in dem Fall Feierabend. Ich bin nächsten Sonntag auf die halbe acht auch wieder da. Sonst dann gerne vorbeischauen, auch mit eigenen Fragen oder eigenen Themen oder Anmerkungen oder auch Kritik. Ich nehme alles an. Genau, für mich ist das Ganze auch noch neu und ja. Und mein Wunsch oder
das, was ich will und ich weiß, es wird so sein oder bereits auch so fühlen, das wird Erfolg haben und auch mehr Leute anziehen. Weil das kann auch vielen Leuten was bringen. Und darum, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wünsche ganz einen schönen Abend und bis dann. Ciao, ciao. Auch dir noch danke, Zora.